Onse Jeschicht. Dit is de Geschichte van de oud-koloniale Mennonieten die in de 1920 jaren van Canada naar Mexico trokken. En van deze afschnitt vertelt George Rempel de schrijver van de Geschichte meer van wo onze Voorväter, als die in de 1870 jaren van Rusland naar Canada kwamen, hebben Wildland gekauft zum Hieserbühen op de grote prairies in Manitoba en wo ze de eerste kerk gebouwd hebben. Je hier not hier aan de brug, Radio CHPD 107.7 FM in Elmer, Ontario. Ik zie Hein Rampel en ik wens je een goede ontvang. Onze Geschichte nummer 75. Ditmaal vertellen we eerst nog meer van de mennonitische aanwoners in Wildlandschepen in Noord-Dakota en dan van de pionieren in Kerkbu in Rijnland, Manitoba. Wenige jaren nadat de Mennonieten in Manitoba aangekomen waren, al am Herbst 1878, had Johann Wahl in Blumenurt een getreidmehl abgesteld. En dan leidden nicht nur de Blumenarter, aber auch viele andere Pioniere sich von ihrem Wert dort Mehl merken von Johann Wahl. Zum de Getreidmolerie abstellen hat Johann Wahl scheinbar finanzielle Hilfe gebracht. Den Vorsteher Miller hat am Herbst 1977 $1000 dort gelaten, en ältester Johann Wieb $500. Den Beweis dafür hat auch Bruce Wieb gefangen. Al im Jahr 1881 hat Johann Wahl sich auch noch eine Säumehl oder Schneemehl gekauft. Und dann brachten die Bürgers an ihre Baumstamm und Wahl schneidet dann überdag Bühalt für die Kolonisten und bei Nacht mal he mit derselben Triebkraft und Mehl für Wasser Pioniere. Diese doppelte Shift zu arbeiten, wird Wahl bestimmt all angenommene Arbeiter gebraucht haben. Ich erinnere mich noch daran, dass unsere Vaters von diesem Johann Wahl Völkerwort verteilt haben. Die Wort wohl nicht befreit gewesen sein, wie die Ollers reden immer von dem Ricken Wahlen Johann, der in Blumenort eine Weitmalerie gehabt hat, wo nicht nur die Blumenarter, aber auch viele andere Kolonisten sich viele Jahre immer von ihrem Wert hatten, das Mehl merken lassen. Und nu erstmal ein paar Geschichten von den mennonitischen Einwanderern von Russland, ihrem Haltvieren von Nord-Dakota, wo ich unsere Vaters einander vertalen gehört habe. Als junger Jung hörte ich manchmal zu, wo unsere Vaters sich einander Geschichten vertalten von was ihre Vaters oder Großvaters in Manitoba in ihren ersten Jahren erfahren hatten, wann sie von über die Grenze Süd-Nord-Dakota mit ihrer Außenpforte ja Bühalt geholt haben. Einige von diesen, von Generation zu Generation, wörtlich überlieferte Geschichten habe ich mehr als einmal vertalen gehört. Nicht mal von den ganz alten Umtjes, aber auch von den Jüngeren. Diese Geschichten hatten für mich damals aber noch nicht wirklich geschichtliche Bedeutungen. Aber nun, da ich mehr Geschichtsforschung getan habe, weiß ich dadurch viel mehr von den mennonitischen Pionieren von Nord-Dakota Bühalt holen mussten. Und nu, dass ich dort weiß, dass die Manitoba-Wasser Mennoniten über die Grenze in Nord-Dakota von Anfang an viel Wildland geehnt haben, verstehe ich viel besser, was diese Geschichten bedeuten. Dann die mennonitischen Pioniere, die auf der Wasserseite in Manitoba ganz an der US-Grenze wohnten, die holten sich hunderte Fuhren Bühalt mit ihrem einen Wald in Nord-Dakota. Und sie fuhren dort halt mit ihren großen, hochrädigen, halternden Wagens und meistens mit ihren Assen, wo sie nicht mit Linen fuhren, aber an einem Teil oder an einem Strang leiden. Und sie mussten mit ihren Fuhren Bühalt in Nord-Dakota manchmal bei englische Formen vorbeifahren. So nannten die Oberstadt. In diese amerikanische, die Mennoniten nannten die englische Formen, die hatten all davon gehört, dass ihre mennonitische Nobers, wo an der anderen Seite von der Grenze in Manitoba wohnten, und ihr Halt von Nord-Dakota holten, wehrlose Menschen wären. Und nur die Geschichten, die ich als junger Jung von unseren Vaters vertalen gehört habe, dann wollen einige von den englischen Formen in Nord-Dakota dort scheinbar ausproben,
of mennonitische Formen nobers an der anderen Seite Grenz wirklich wehrlose Menschen wären. Ich erinnere mich an 2 Geschichten, wo unsere Vaters davon ungefähr so vertalten. Sie vertalten, als unsere Vaters oder unsere Grootvaters von Russland nach Amerika getrokken wären und in ihre ersten Jahren in Manitoba auf der Westsaar wohnten, dann mussten sie sich ihr Bühalt von über die Grenze in North Dakota holen. Und dort brauchten sie ihre große Helterne Wehrers, wo in den Jahren meistens noch von Osten getrokken wurden. Und sie fuhren ihre Ossen meistens nicht mit Linen, aber sie leiden die an einem Strang. Und wenn sie ihr Bühalt von über die Grenze in North Dakota holten, dann mussten sie durch die gewisse amerikanische oder englische Formen vorbeifahren mit ihrem fuhren Bühalt. Und die Engländer, wenn die dort sah, dort mal war da ein wehrloser Mennonit mit seinem Fuhrbühalt bei seinem Formhof vorbeigefahren kommen würde, dann ging er ihm einmal all entgegen, nahm der Mennonit den Ossenteil aus seiner Hand, legt den Ossen mit dem Fuhrhalt auf seinem Hafen ab, lädt sein Bühalt auf seinem Hof auf, lacht ihm gut aus und leitet ihm dann mit seinem Laden wieder an Haus vor. Aber als mennonitische Pioniere dort in North Dakota ein paar Mal so getan haben, dann, so vertalten die Omtjes dort, nahm ein mennonitischer Büher sich den Büter gewöhnlich starken Mann aus ihrem Dorf mit, zum am aufwehren, wenn der Engländer dort weiter versägen wird. Und das starke, wehrlose Mennonit hat sich dort all gut durchgedacht, was er mit dem amerikanischen Former tun wird, wenn der weiter soll wollen, den Ossenteil nehmen, zum der Ossen auf seinem Hafen ableiten. Und wirklich, das Engländer, oder das englische Former, kein weiter, kickt den starken Mennonit freundlich an und nimmt den Ossenteil in seine Hand. Aber der wehrlose Mennonit nimmt den Strang schwinn mit seiner starken Hand dem Engländer seine Hand ran, fällt den sehr stark taub und lädt die Ossen einfach wieder lang den Weg, so als wenn nichts wäre. Zwischen an fällt der starke Mennonit den Strang Hannen weiter noch härter und trägt noch stärker taub und lädt die Ossen immer noch wieder und dreht sich dabei immer noch so, als wenn nichts wäre. Und dem Engländer deed seine Hand all so weh, dass er anfängt sehr zu bimbern. Aber der starke, wehrlose Mennonit fällt den Strang immer noch härter und trägt noch stärker taub, so lang, dass er sagt, dass dem Engländer all aus der Enge von seinen Fingern das Blut rüberschwallt. Und dann lädt er ihm los. Und von da an, so vertalten die Omtjes dort, lädt das englische Former die wehrlose Mennoniten bei seinem Formhof am Frieden vorbeifahren mit ihrer Fuhrenhalt. Aber dann, so vertalten die Omtjes meistens wieder, dann wird da auf einer anderen Stadt auch noch ein englischer Former gewesen, der dort auch all ein paar Mal so getan hat mit mennonitischen Pioniere in Manitoba, wenn die bei seinem Formhof hatten vorbeifahren gewollt. Und dann hat ein wehrloser Mennonit, dem dort mit diesem North Dakota Engländer so gewonnen hat, sich seinen besonders starken Nober berät, dass er dort nächste Mal mit ihm mitkommen soll, wenn er weiter über die Grenze noch eine Fuhrbühalt fahren will. So dass, wenn er dabei weiter wird, matten bei diesem Engländer seinen Formhof vorbeifahren und der am weiter wird wollen, den Ossenteil wegnehmen und die Ossen auf seinem Hafen ableiten, dass er dann wird am aufwehren. Und das starke, wehrlose mennonitische Nober hat das all gemacht, dass wenn ein Engländer mal ein Bett abgerecht wird oder ein Bett doll wird, dass er dann sehr bald das Feierlater die wird sieht. Und er denkt sich dort erst gut durch, was er tun wird, wenn der Engländer an Bord wollen den Ossenteil wegnehmen. Und dann sagt er, dass er dort nächstes Mal mit seinem Nober mit North Dakota wohnen wird. Und als sie dann beim Zurückkommen bei dem Engländer seinen Formhof vorbeifahren wollen mit ihrer Verhalt, dann lädt der starke Mennonit seinem Nober seine Ossen und hofft, dass der Engländer dort weiter versägen wird, den Ossenteil aus der Hand zu nehmen, die Ossen auf seinen Hof abzuladen. Und wirklich, der Engländer kommt also ein Bett entgegen,
kijkt den starken, wehrlosen Mennonit freundlich an und fährt nach seinen Assenteil. Aber der wehrlose Mennonit packt dem Engländer mit einer Hand am Arm und mit der anderen an seine Bexenlamp und sagt dann erst zweimal kart hängen und ander dort Feier later deiburt und sagt dann wieder, Engländertje, dit doe ich nicht noch einmal. Und dann schmidt er den Engländer hoch über seinen eigenen Tün. Und dann nimmt der Wirt seinen Assenteil und lädt seine Assen wieder, so als wenn nichts gewesen ist. Nur diesem Ereignis, so vertalten die Omtjes dort, dann können die mennonitische Pioniere von der Wasserreserve in Manitoba im Frieden wie alle englische Formen ihre Formen in Norddakota vorbeifahren mit ihrer Fuhren Bühalt. Vielleicht hören diese Geschichten sich so ein bisschen utgeputzt oder übertrieben an. Aber so werden die von Generation zu Generation wieder verteilt. Ein Wort wird davon an so gewesen. Ein kartet engste Osten von Blumenort wie auf der Grenze zwischen Norddakota und Manitoba damals all eine Kontrolle steht, ein Checkpoint. Aber scheinbar wird dort noch lang nicht sehr genau, wo die Manitoba Wasserreserve Mennoniten über die Grenze hinein und rüberfuhren. Die mennonitische Pioniere können auch bei New Horst und bei Rosengard über die Grenze in Norddakota hineinfahren und uit ihrem einen Wald fuhren, Bühalt holen und auch weiter zu dort terug in Manitoba hineinkommen. En nu wil we wat vertalen van de eerste oud-kolonischen kerkbouw, oder kerkbouwen op de Wasserreserve en daar op Rijnland en Manitoba. De eerste mennonitische Einwanderer die im August 1875 van de Fürstenlandkolonie en van de Kartitzer Kolonie, van de oude kolonie in Zuid-Rusland, naar Manitoba kwamen, die kwamen im August met riverboats en dem Red River bij Fort Dufferin, Manitoba aan. Aber von Fort Dufferin können sie mal erst im Oktober nach ihre lage Büstätten übersiedeln. Diese neuen Einwanderer hatten ihre eigenen Wohnungen in Staling noch mal kaum zur Not angerecht. Und dann hielten eine Gruppe Männer all in ihrem ersten Winter am 24. Januar 1876 zu Ovens im Dorf Rheinland in Manitoba bei Peter Wiensen eine Sitzung, eine Meeting, um davon zu reden, wo sie am besten und schönsten eine Kirche bauen können in ihre neue Heimat. Und an diesem Abend mögen diese Gruppe Männer die Entscheidung, dort in dem Dorf Rheinland ihre erste Kirche gebaut werden soll. Und 8 Jahre später, am 1. Februar, schickt Vorsteher Isaac Miller von der Horst alle Schuldenämter einen Brief und sagt an, dort und wo sie sollen anfangen mit Helfen Reitmerken zum Kirchbauen. Jeder Farmer soll eine Bowl von 6 Zoll dick, 8 Zoll breit und 30 so lang Reitmerken und nach dem Platz in Rheinland handbringen, wo die Kirche gebaut werden soll. Wenn da wir der nicht gut einen 30 so langen Baumstamm finden kann, das soll Egner sein, mit welchem er eine 30 so lange Bowl merken kann, dann darf er 2 15 so lange Bowlen Reitmerken und nach der Kirche Büstedt handbringen. Aber jeder Bowl soll krat 6 Zoll dick und 8 Zoll breit sein und an alle 4 Seiten blatt gemerkt. Goudreit gemerkt sollen alle Bowlen gebracht werden. Vorsteher Miller schreibt, das wird uns von harten freien, wenn jene Freiwilligkeit so sein wird, als bei Salomo seinem Tempelbau, dann könnte lieber Gott auch an unserem Kirchbau einen Gefallen haben. Die meiste von der Information für die Kirchbauern in Rheinland kamen durch Vorsteher Miller seine Anweisungen. In seinem Rundschreiben am 11. Mai sagt er die Dorfschulden, dass sie da nur sein sollen, dass alle Bowlen, was dem 16. Mai sollen, angebracht sein, bis dann das Kirchbauern anfangen soll. Aber scheinbar hatten einige Menschen dort doch versäumt.
Dann 8 Jahre later schrieb Vorsteher Miller der Darbschulten einen Brief und seht an dringend, dass sie sicher merken sollen, dass all die Bohlen, was am 22. oder 23. Mai nur dem Kirchbüplatz gebracht werden, sodass es nicht was dort kommen braucht, dass die Büarbeiter nicht wiederbühen können. Der Winter wäre nicht so kalt gewesen, sagt Miller, wenn irgendwer nicht seine Anweisungen gefolgt wäre, dem wird gesagt, er soll $5 geben oder saß der an dem Kirchbü arbeiten. Am 12. Juni kriegen die Darbschulten von Rosenort, Neuendorf, Scheinwiese, Rheinland und Neuenburg von Vorsteher Miller Anweisung, dass er da einen Tag Feierformen mit Pier den Wehren stahlen soll, und alle anderen Formen sollen einen Mann stahlen zum Leim geirrt nur dem Kirchbüplatz anführen. Der Rosenorter Dinsdag am 13., den Neuendarper am 14., Scheinweser am 15., Rheinländer am 16. und Neuenburger am 17. Die Pioniere mögen in Manitoba in den Anfangsjahren eine dicke Leimflur unter der Brederflur. Und diese Leimgeirrt soll gebraucht worden, um in das Kirchengebiet eine Leimflur anmerken. Das ist nicht ganz sicher, ob in dieser Kirche kurz auch noch eine Brederflur auf der Leimflur gelegt wird. Aber wahrscheinlich wird die Kirche in den ersten Jahren noch mit der Leimflur gebraucht. Am 16. Juni lädt Vorsteher Miller der Blumenorter und Rosenorter dort weiten, dass sie 5 Fuhren Kirchenbühalt von der Grenze aufholen und nur dem Kirchbüplatz in Rheinland anführen sollen. Und dort die Kirchbühmeister Hermann Dick das Bühalt dort in Empfang nehmen soll. Wenn Vorsteher Miller der Blumenorter und Rosenorter sieht, dass sie 5 Fuhren Kirchenbühalt von der Grenze holen fahren sollen, dann meint das höchstwahrscheinlich, dass sie dort entweder von Emerson oder von West Lynn aufholen sollen. Dann in Minnesota gibt dort 1876 all Bühalthändler, wo eine vorjet Siding halt, ein anderes von alle 7 glattgemerktes Bühalt, Breder und Bohlen verkauften. Und Vorsteher Miller hat die glattgemerkte Bohlen und Breder für den Kirchen Unjabeen und für die Council und so weiter, meist sicher auch in Minnesota gekauft, in Bad West Lynn anbringen gelassen, mit einem Riverboot. Dann einige von den reicheren Manitoba Wasserreserve Pioniere kauften dort 1876 in ihrem ersten Sommer in Manitoba auch all so ein vorjet glattes Bühalt und leiten sich dort mit Riverboats entweder Bad Emerson oder Bad West Lynn anbringen und holden dort dann von dort auf mit ihrer Ostenfahrten. Hier moet we voor dit mal aber ware aufbrechen. Nächstes Mal vertellen wir erst noch mehr von den mennonitischen Pionieren ihrem ersten Kirchbühren in den Darp Rheinland, Manitoba und von der Kirchensegnung und so weiter. Und dann vertellen wir was von dem sogenannten Postweg durch die mennonitische Wasserreserve in Manitoba. Aber nächstes Mal, ich bin George Rampel.